Herzlich willkommen zum zweiten Let's Minispiel mit, wie heißt das schon wieder? Da ist es, genau. So, ja, mein Gedächtnis wieder einmal. Und es ist Desktop Dungeon. Ein kleines, rundenbasiertes RPG. Ja. Ja, so in etwa. Und, Es ist von Büroleuten entwickelt für Büroleute. ja, wir sind Büroleute, yeah. Okay, Tutorial. Fangen wir mal mit einem, sollen wir mal Tutorial? Oder Gott? Kannst du machen, ich kann dir auch im normalen Spiel erklären. Das ist nicht wirklich kompliziert. Also du wählst ja am Anfang oben links eine Rasse aus, die Jo. hat ein paar Spezialfähigkeiten und danach eine Klasse. Ich würde dir für den Anfang zum Beispiel der Mensch ist zum Beispiel, wenn du das erste Mal stirbst, wirst du wiederbelebt. Als Yeah. Zwerg kannst du gefundene äh, Edelsteine in maximales Leben umwandeln. Als Elf kannst du das Ganze in Mana machen, als Halfling findest du als Halfling heilen deine Mana-Tränke gleichzeitig auch ein bisschen Leben und der Gnom habe ich vergessen. Für den Okay. Anfang ist glaube ich der Zwerg ganz gut. Dann nehmen wir doch mal den Zwerg, so. Der Dwarf. Dwarf. Ja, und Oh dann mein kannst du halt. Gott. Genau, so. Du siehst, du bist das kleine blaue Ding in der Mitte, du bist Level 1. Ich würde jetzt Yay. nicht auf die Level 4 klicken, sonst bist du sofort am Arsch. Okay. Das sind Ja. Gegner? Ja, nein, das sind Gegner. So. Du siehst, du hast 10, oben rechts deine Anzeige, du hast 0 Gold, ein Heiltrank, ein Mana-Trank, Okay, 5 ja. ja, 10 Health, 10 Mana und bist ein Dwarf-Fighter. Heißt, als Fighter siehst du, wo die Gegner sind. Praktisch. Und ja, du musst jetzt einen Level 1 Gegner suchen. Darum würde ich mal vorschlagen, du gehst ein Stück nach links. Ja. Aber pass auf, dass du dabei nicht gegen Gegner läufst. Der ist Stufe 3, der ist auch kacke. Und Okay. das, Gold, ja. und das ist Gold, Heiltrank. Tatsache. Und Level 1, okay. Und Level 1, Heiltrank. ja. Ach komm, der. So. Oh mein Gott. Hat er Ja, nicht. genau, du hast ihn angegriffen. Und wie du siehst, wenn du auf den draufklickst, du siehst, was beim nächsten Schlag passiert. Da steht auch, ob du stirbst, ob der Typ stirbt. Und das ist cool. Muss nochmal draufhauen. Da steht Victory. Victory, dann hast du gewonnen, genau. Yeah. Blatsch. I'm the winner. Ja. Okay. Und du siehst, du hast jetzt HP verloren und jedes Mal, wenn du einen schwarzen Balken ähm, erkundest, kriegst du Leben wieder zurück, wie du gerade siehst. Das ist Also cool. das ist extrem taktisch, weil du musst so wenig wie möglich erforschen. Das Gegner Höchstlevel ist treffen. übrigens 10. Okay. Genau, du hast nur eine begrenzte Anzahl an Gegner. Wie du aussiehst. Heißt, wenn du mit denen nicht hinkommst, bist du ein bisschen am Arsch. Aber da ist noch ein Level 1er, dann kannst du den noch mal platt hauen, bevor du jetzt weiter erforscht. Den kriegst du auf alle Fälle noch mit den paar HP, die du mit den paar HP, den du hast. Jojo. Außerdem bist du da Level up und zack. Kill Protection, yeah. Ja, jetzt kannst du den Goblin oben kaputt machen. Oh, ich bin Und Level 2. genau. Ja, Level 2. Ja, du bist Level 2. Ich bin cool, ich bin Level 2. Schatzkiste. Und Nein, Goblin. Gobolin. Hab ich den? Gobolin? Gobolin, ja, Gobolin. Ich nenne jetzt Gobolin. Okay. Oh, den Gobolin kaputt. Kiste. Bei. Ah, das Und ist. ja, das sind keine Kisten, das sind praktisch Händler. Ja, jetzt gesehen ja auch, dass es ein Haus ist. Ja, du hast aber erst ein Gold, dafür bringt dir das nicht so viel. Ey, ein Gold, das ist. Reichtum en Du masse. könntest versuchen, oben den Dreier-Zombie zu plätten. Könnte. Gott, das gut. Du kannst auch direkt auf zu dir hinklicken, du musst nicht jedes Feld einzeln. Ja, aber. Es macht Ja. Spaß. Okay, Und das wird hart. Nein, das wird. Oh wird nein, der. nicht nochmal. Weil Ja, ich hab's du gesehen. kannst jetzt mit Hahn einen Heiltrank reinziehen und ihn dann platt machen. Oder so. Auch Dev. Das Problem ist, je weiter du von dem Zombie weggehst, desto der füllt sich wieder auf. Ja, genial! Ja, der ist, du kannst nicht, das wäre schön wär's, wenn du einfach mal da so rumrennen kannst. Ja, okay, Ach, Level ja, 1 ist hoffe. inzwischen One. Macht seinen Zombie noch platt. Victory! Ah! 8. Was passiert? Ja, 8! Oh, 8. Krieg Angst. 8.
Bei mir ist gerade der Stream. Ach so, ja, böse Falle das. Nicht angreifen, du siehst selber die Dinger. Nein! Sofort. Was zur Hölle? Okay. Gucken wir mal. Ja. Ja, ist. Ich Du musst geb jetzt mal. ein bisschen suchen, bis du irgendwo einen Gegner findest, den du vielleicht noch plätten kannst. Oder du machst den Dreier-Zombie kaputt, musst aber einen Heiltrank dafür benutzen. Halt dran. Ja. Einfach H, dann Victory. drückst du den Code. Ja, genau, Victory und dann. Schon wieder neue Gegner. Oh mein Gott. Und du bist jetzt Ja. Level 3. Cool. Genau, hau ihn kaputt. So, was gibt's noch in dem Spiel? Ja, es gibt natürlich Goldmünzen. Das Lustige ist, wenn du jetzt sterben solltest Hm? oder den Dungeon schaffst, das Gold, was du gesammelt hast, kannst du behalten. Kannst du danach also mit demselben Gold. Und für das Gold kannst du zum Beispiel auch an einigen Händlerschreien Schwerter kaufen, die deinen Angriff dauerhaft erhöhen und sowas. Und die werden auch mit übernommen. Heißt, du wirst mit jedem Mal durchspielen ein bisschen stärker. Okay. Das rechts, sehr gut. Das rechts ist einfach ein... Das links ist ein Zauber. Und das da? Oben? Und das da drüber ist Erfahrung. Yay. Machen wir den platt. Und so. Und Gold, so. Mana-Trank. Und wie gesagt, das links, das Schwert, das ist ein Zauber. Wenn du da vorher drauf, genau, wenn du einfach, bevor du einen Fight startest, ja, pick up, du hast momentan keine anderen. Ja. Du kannst nur 3 wählen, das ist da die Sache. Und später kannst du die praktisch auch. Das sind diese Glyphen. Wenn du die zum Beispiel jetzt, du siehst ja diese 3 leeren Plätze für die Glyphen, ne? Ja. Und da rechts daneben ist so ein Umwandlungszeichen. Wenn du die Glyphe jetzt in das Umwandlungszeichen tun würdest, hättest du ein bisschen extra Life dazu. Okay, cool. Weil 7. es gibt halt 7. Ja, halt dran. 5, na. Ich habe keine Lust auf einen Fünfer. Oh, ein Schrein. Da kannst du Pray. zu den Göttern beten. Und zwar Die gibt es Erdmutter. verschiedene Schreine. Das ist jetzt die Erdenmutter, also Earth Mother. Die ist mehr so dafür zuständig, deine Verteidigung zu erhöhen. Es gibt aber auch zum Beispiel den Bloodlurker. Der ist jedes Mal, das Problem ist bei der Sache, wenn du an so einem Schrein, genau, da kannst du kannst entweder das ist praktisch eine Religion, du kannst der Religion jetzt angehören und dann kannst du durch bestimmte Aktionen praktisch Gebetspunkte sammeln, die du dann in dieses Guardian, Bindler und was da unten alles steht, packen kannst. Okay. Es gibt aber verschiedene. Der beste war zum Beispiel, gab's ein, da kannst du die EP mit erhöhen, die du kriegst, also deine Erfahrungspunkte, die du kriegst, mit erhöhen und alles sowas. Level 4. Guck mal, dann kannst du in der Mitte die beiden Level 4er umhauen. Matsch, matsch. Achtung. Bam. Bam. So geht das. Hm. 4. Ja. Safe. Und drück mal vorher auf den Zauber, bevor du angreifst, musst du immer auf deinen Zauber klicken, dann machst du 30% extra Schaden. Das war der. Yeah. Das kannst du zum Scheiße. Beispiel... Ja, safe from death. Ja, das war deine passive, glaube ich. Das war Fail vor allem. Es stand Death und ich habe trotzdem angegriffen. Ja, okay. Egal. Kannst dich ja jetzt wieder ein bisschen hochheilen. Ja, mit was? Ah, genau, du gegen Einfach uns. dadurch, dass das Problem ist halt, irgendwann hast du alles erforscht und kommst nicht weiter, weil du dich nicht weiter hochheilen kannst. Ja, sowas in der Art hatte ich schon befürchtet. Victory. Level 5. Jawohl. Oben ist ein 5er-Zombie, kannst du den direkt plätten. Geplättet. Plättet. Okay, gehen wir mal hier durch. 3, oh, Ja, 3 ist inzwischen. no problemo. Dieser 10 ist das Höchstlevel, da merkst du schon durchaus. Der Feuerball! Das wird dein absoluter Lieblingszauber sein, wenn du ein Magier wärst, weil der haut Damage raus.
Doch, Okay. eins. Niedlich. Du kannst jetzt, du hast jetzt den Fighter, heißt du siehst die Monster und hast mehr Erfahrung und so weiter. Als Zauberer zum Beispiel kriegst du dauerhaft mehr Mana. Und wenn du dann den Feuerballzauber findest, kannst du die Viecher einfach zaubern ohne Probleme. Aber Okay. es sind immer starke Glückssache, weil sämtliche Dungeons sind zufallsgeneriert. So Minecraft-mäßig. Ja, Minecraft in extrem klein, ne? Ja, so Terraria. Ich würde aufpassen. Wegen? Level 9er? Wo? Hast du so Oben? Verzögerung? Ja, bei mir stehst du jetzt bei dem Zombie. Ja, Bei dem Level jetzt schon. 6er Zombie. Okay, gehen wir mal. So, Schrein. Glowing Guardian. was ist das? Glowing Guardian. Keine Du Ahnung. kannst dir immer unter Prey angucken, wie die machen das. Blablabla. Warte mal. Das heilt dich so. Das ist vielleicht. Kannst du dir einfach mal merken, Wo steht und das? wenn du Prey drückst. Ja, und dann? Ah, oh mein Gott, bin ich. Okay, Steht einmal oben, wie du diese Punkte kriegst, und unter Worship, wenn du auf Worship gehst, steht da, dass du automatisch voll geheilt wirst, sobald du da stehst. Das kannst du dir einfach zum Beispiel fürs Ende aufheben, noch nicht jetzt. Fürs Ende aufheben, wenn alles ist freigeschaltet, du hast kaum noch HP, dann kannst du einfach da wieder hingehen und bist wieder full. das ist wirklich sehr taktisch. Das Spiel, ja, das ist wie gesagt, und das dauert nicht lange, so eine kleine Runde, ne? No. Was haben wir da? Jetzt müsstest du Level Tiki-Toki! Was? Der nächste Altar. Tiki-Toki. Achso. Ja, der ist. Lol. Okay, mal schauen. Pay. Ja, lol. Genial. 10 Gold. Unglaubliche Mengen. Ich erinnere mich daran, ein Heiltrank kostet schon 12. Okay. Ein Schwert kostet 25. Oh mein Gott. Und Erfahrung kostet, ich glaube, 70. Oben ist ein 6er Zombie. Kannst du umhauen. Genau. Ja. Death, ich hasse. Ich hasse es. Hast du ihn So. noch kaputt gekriegt? Nee, ne? Doch, also Victory! Sehr schön. mit einmal drum Ja. rumlaufen. Achso. What's that? Teleportation müsste das sein, wenn ich mich dran erinnere. Das ist eine Glyphe, die... Okay. Ja, das Interessant. teleportiert einfach einen Gegner weg, was ziemlich dämlich ist, weil dann steht er am Ende da, wo du ihn erst recht nicht haben willst. Ja, 6, okay. Dann. setz mal deinen Schwertzauber vor allem mehr ein, dann hast du dieses Death da nicht so häufig stehen. Ja, ich muss mich zuerst noch daran gewöhnen. Ja, einfach das... Victory! Ja! Ich bin Mein Level Gott, das- 6. 6, hahaha. Von 10 immerhin, ne? Das ist schon mal, ich glaube, wenn du wirklich Level 10 erreichst, ist das schon... Oh. Du könntest es versuchen. Wieso? Also, wieso ist das so? Wow. 7, es ist schon knapp, weil das Problem ist so langsam, du wirst kaum noch jetzt irgendwelche Gegner finden. Obwohl, du hast einen 7er, 2 7er, 3 7er. Du musst schon mal gucken, was du für Gegner hast, und du merkst auch, dein Platz langsam, um dich hochzuheilen, wird immer weniger. Ja, hat was, aber vielleicht sollte ich mal den Schwertstreich, komisches Dingensbummens. Ja, das kannst du vor allem, So. Und jetzt. Safe. Komm schon. Na, immer noch Death. Ich hasse es. Das ist wirklich schwer. Ja, das ist nicht so... What? Equitas. Dieser? Equitas. Das ist der Endgegner praktisch. Es gibt einen Stufe 10er in jedem Dungeon, und das ist der Endgegner. Und Aha, wenn du den besiegt hast, hast du den Dungeon geschafft. aber ich meine, Equitas gibt's ja auch noch als YouTuber. Weiß ich nicht. Doch, der Ob hat, das jetzt nicht Zack ist, der ist ziemlich berühmt. es gibt unter anderem auch Frank the Zombie. Kein Scherz.
Oh mein Gott. Und der Ich bewerfe ihn mit Pflanzen. Pflanzen versus Zombies. Plants vs. Zombies. Mhm. Ja, da gibt's glaube ich auch irgendwo eine Marsch drauf. Oh mein Gott. Okay, lesen wir mal vor. Typical, I take a moment to relax my chair. Hm? Boorish? Was zur Hölle heißt Boorish? Keine Ahnung. Jetzt wo du es erwähnst. Aber. Okay, ich habe keine Lust, ihm das übersetzen. Burrisch heißt pflegelhaft oder rüpelhaft. Okay, passt zu mir. Bin fix. Naja, mal schauen. Und, Das erhöht dein maximales Leben. Die Ach Glyphe so. hast du schon, dann kannst du die Glyphe einfach gedrückt lassen. Nein, du hast ja rechts 3 Glyphen voll. Ja, ich weiß. So. Ptum und Plop. Doom, genau. Und Plop. Plop hast du vergessen. Und Level Plop, okay. 2. Oh. Ja, das ist halt die Scheiße, wenn du jetzt diese Schwachen findest. Die hättest du eigentlich gebraucht, wo du selber Level 2 warst. Du hast jetzt nicht ernsthaft dein... Das war jetzt ein bisschen unnötig. Ach komm, ich hab's ja. Ja, ja. Pff. Lol. Jetzt? Level 1. Es ist egal, jeder davon bringt dich ein Stückchen näher an Level 10. Und wenn du Level 10 erstmal erreicht hast, dann geht die Action erst richtig los. Okay. Level 6. Ja, das geht. Oh, jetzt könnte ich vielleicht mal. Victory. Level Victory. 7. Jawohl. Oh mein Gott. Okay, wo haben wir da Level 7? Mach genau, jetzt versuch erstmal sämtliche Level 7er Platz zu machen, weil du für die... Und benutzt deine Zauber dabei. Ja. Ich bin dran. Victory. Victory. Oben hast du noch Level 7er und Ah, oben da. links ist auch noch Level 7er. Dann. Weil da ist das Gute jetzt, du hast die Level 7er Gegner, ohne dabei noch irgendwas freischalten zu müssen, also aufdecken zu müssen. What? Scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Fail. You die! Ich habe nicht aufgepasst. Auf mein Leben. Die. Okay. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Da hätte... Aber guck mal, Damage Score 1700. Das Yes. ist also praktisch jetzt deine Total Score. So. Ah, 9000. Ja. Immerhin. Und du hast nicht einmal einen Mana-Trank benutzt. Dafür hast du nochmal 500 Punkte extra gekriegt. Yeah, cool. Und übrigens, wenn du jetzt als Dwarf Fighter zum Beispiel den Dungeon schaffst, halt den Normal-Dungeon, dann wird der nächste Dungeon freigeschaltet und die Unterklasse zum Fighter. Die ist dann ein bisschen stärker, hat ein bisschen andere Fähigkeiten. Also Was ich du kann zum ja, Beispiel... was? Ja, Also ich hatte schon immer 11 immer. Jetzt tun wir mal als 11. 11 ist immer cool. Ja. was kann... Ich kann nicht, oder? Und Maximal dann kannst du, Mana-Bonus. dann kannst du besser Wizard mitnehmen oder Yeah, kannst machen, was du Wizard. möchtest. Nee. Oder nee. Ach, rum, sind wir nochmal. Human Fighter. Da. Cool, okay, Ding. Er ist schon tot. Lol. Hast du dich ernsthaft... Hast du dich Herb genannt oder Nein. heißt der oben rechts in der Ecke Herb? Der heißt Herb, einfach Herb. so Herb. Herb und Herb. Ohne mein Zutun. Ich kann nichts dafür. Yeah, Human Fighter sind geil. Ich habe gerade vergessen, was die Menschen nochmal können. Attack Bonus. Achso, ja, stimmt. Was ist das? Das versteinert einen Gegner. Das ist der nutzloseste Zauber in diesem ganzen Spiel, weil du jeden einzelnen Gegner für die Erfahrung brauchst. Du kannst ihn mitnehmen und einfach konvertieren im Leben oder sowas. Okay. Der ist
Turns an enemy into stone. Zum einen hast du dir damit erstmal den Weg blockiert, weil da wird einfach so ein Steinblock, wo du nicht lang kannst. Und du hast die Erfahrung halt nicht. Und wie steht's mit Endboss in Stein verwandeln? Berechtigte Frage. Nicht ausprobiert? Nein, habe ich noch nicht ausprobiert. Jetzt, wo du es erwähnst. Ich habe die immer so platt gemacht. Okay, mal schauen. Und übrigens, den Feuerball kannst du auf Gegner zaubern, ohne dass die zurückschlagen. Okay, dann zaubern wir mal, ne? Du kannst zum Beispiel den Feuerball einfach auf den Stufe 2 draufhauen. Ja, du musst daneben stehen. Ah, ja, hat es von alleine. Ja, genau. Okay. Und jetzt kannst du einfach angreifen und dann... Victory. Ja. Darum ist zum Beispiel der Magier so relativ stark. Sobald er erstmal seine 60 Mana hat, und für ihn kostet so ein Feuerball nur 6, kann er 10-mal auf den Endboss einfach Feuerball, Feuerball, Feuerball. Und dann einfach nur noch hoffen, dass du auch überlebst die letzten paar Schläge, die du dann brauchst. Okay. Winlaw Iron Shield. Mhm. Ja, ich finde das sehr nett, dass du zumindest halbwegs an Namen erkennen kannst, was da passiert. Extra 5 Maximum Level. Okay. Ja. Ach komm. Kannst du durchaus tun. Ja, ja. Und Okay. dieses Pity, das ist halt das, was du sammelst durch Das da. bestimmte... Aber ich habe gerade vergessen, was man im Winlaw machen muss. Ah da, good rewards your punish you to giving or second piety points. Okay. Naja. Du musst dir halt nur merken, wo du jetzt, ich glaube, bei einigen ist das, dass du Pity kriegst, wenn du Gegner platt machst, bei anderen ist das, wenn du Sachen frei deckst, bei wiederum anderen ist das, wenn du zauberst. Wo bitteschön bleiben meine Gegner? Oben. Ah, da. Ja, Klatsch. Okay, das Spiel ist nur lustig. Ach nee. ja, das ist wie gesagt so ein Bürospiel für eben 5 Minuten von der Arbeit. Kein Bock. LOL. Der Chef sieht das auch nicht so schnell, was passiert. Wieso kann man da so, wenn zwei Blöcke diagonal sind, dass man einfach durchlaufen kann? Was? Ja, hier. Ja, ich sehe es auch gerade. Das ist, Fail. es ist wie gesagt noch die Beta. Es ist 0.21. Ja, man sieht's. Hey! Ja. 10 Pity Points Dinge. Ja. 10 Pity-Dinger. Ich bin Level 3. Auch wahrscheinlich, weil du einfach Level Up bist, kriegst du Pity-Zeugs. Das ist cool. Ja. Wiederum. Genau, hauen kaputt. Einmal mein Feuerbälle drauf da. Ja, wieso nicht? Okay, schauen wir mal, was die uns zu bieten haben. Was? Discourse. Ja, genial. Du hast Zauber benutzt, dadurch hast du wieder, das ist wie gesagt, du kannst die Dinger verlieren auch. Zum Beispiel gibt's du kriegst Pity, wenn du was erforscht und verlierst die wieder, wenn du Gegner platt machst. Herrliche Sache das. Ja, Du kannst einfach eindeutig. ja, So. so. Interessant. Du hast ja noch ein paar Level up vor dir. Summons a Monster für Level. Ah, das ist fürs Level gut. Das ist sehr gut fürs Level. Da kannst du einfach, das kommt irgendwo zu dir hin, wenn Level 3 Monster existiert, kommst direkt neben dir hin. Das kannst du wunderbar machen, zum Beispiel jetzt. Einfach stumpf. Stumpf. Du machst es, du machst es dann kaputt. Und kannst dich danach wieder aufladen, hast das Mana. Da musst du nicht den ganzen Dungeon absuchen. Das spart dir unglaublich diese Erforschungszeit. Aber bevor ich jetzt irgendeins platt mache... Pray, wie viel brauche ich? 20! Gibt's ja verschiedene. Du kannst ja Conversion Earth, Guardian und so weiter. Okay, warte mal. 30, 80. Ja. Mhm. Was bekomme ich eigentlich? Warte, mach mal das letzte, ist ja mal der Hammer. So geil! Wenn du 80 hast, bist du automatisch Level 10. 10. Und Level 10 brauchst du wiederum, um den Endgegner platt zu machen.
Vor allem, wenn du es hinkriegst, 80 zu haben und es sind noch weitere Gegner da. Mit deinem Level. Ne, es gibt nur Level 10. Es geht ja gar nicht höher. Heißt, du kannst du musst praktisch nur so, du hast jetzt 17. Für jedes Level up kriegst du 10. Wow, du kannst gar nicht mehr. Hat sich erledigt. Du kriegst gar nicht mehr genug Pity dafür zusammen. Fail. Ja. Muahaha. Achtung. Victory. Victory. Ja. Okay, das könnte man jetzt falsch verstehen. Okay, bye. Okay. You can't afford this. Du hast nur 11. Du brauchst 25. Ah. Aber wie gesagt, Okay. das Geld behältst du ja, wenn du den nächsten Dungeon praktisch nochmal startest. Hm. Okay, ich gehe mal hier hin und... Könnte Ding. Mir sind die Pity Points sowas von scheißegal. Ja, rein theoretisch bist du ja beim nächsten sowieso bei 20. Heißt, du könntest das schon einsetzen dann. Tja. Okay, Aber du bist fast tot. Darum würde ich jetzt erstmal ein bisschen rumgucken, wieder Leben kriegen und dann Gold. Und Ah, genau, ich kann ja so seitwärts. dich dran vorbei mogeln. Ja, genau. Gold, Gold. Und Level 1 Super Meat Boy. Ich weiß bis heute nicht, ob das eine Hommage an Super Meat Boy sein soll, was du da gerade zu Hackfleisch verarbeitet hast. Vielleicht Guck, was jetzt hast auch. du schon 26. Pity, Ja. jetzt kannst du... Yeah, kannst da hin und ich weiß ja, hab vollkommen vergessen, was das Ding macht. Das macht Mining. Es destroyed ein paar Blöcke random. Okay. Was Damit macht das da drunter nochmal? Das Hardiness? es Das Heroics kannst du sowieso knicken. Resistance. Ich würde auf das Resistance warten. Weil Mhm. die Gegner zaubern nicht und wenn du 25% weniger Damage schon frisst... So, Meatman. Ja, ich Das glaube, ist eigentlich ganz unauffällig, mein. ja, ganz unauffällig. So. Ach komm. Na, Du hast nicht genug Mana. ja, ich weiß. Ja. Ich bin Mana mächtig. Ja, jetzt hast du ganze 11 statt 10. Ja, das ist extrem cool. Ja. Und Victory. vergiss nicht, du brauchst später 30. Du kriegst 10 per Level up. Ich weiß. Ich meine ja nur. Wie viel brauche ich? Wie viel EP bekommt man eigentlich pro Gegner? Unterschiedlich. Wenn du jetzt nur Level 6 abplätten würdest, obwohl du Level 5 bist, würdest du mehr kriegen. Super Meat Man, das ist eindeutig eine Hommage. Ohne Worte. Das Spiel ist so geil. Ja, eindeutig. Okay, den ignorieren wir mal gekonnt. Naja, gehen wir mal. Mogeln wir uns vorbei. Was haben wir da? Ja, lol, 2 Altäre direkt nebeneinander. Glowing Guardian. Mal schauen. Ja, wenn du wächst, du verlierst dann aber all dein, ne? Okay, lassen wir das mal. Mein Du nächster Match. verlierst dann, das musst du es jedes Mal nochmal machen. Also am Anfang musst du dich eigentlich für einen entscheiden und dann Level 5. Ich sollte mich echt mal, ich sollte mich darauf konzentrieren, Schweizerdeutsch zu reden. Ja, ich rutsche immer wieder ins Hochdeutsche, aber ich sehe das Level nicht. 2, oh jö. Jö, mini. Mimimimi. Mi. Du hast einen Pity gekriegt. Du kannst deine Resistenzen erhöhen. Pity, Pity, putti. Pity. Hardiness. Ach, Yeah. weil dann ist das Ganze auch schon ein bisschen einfacher. Level 1. Niedlich. Matsch. Ja, das Problem ist, so Lol. viele Gegner sind da nicht mehr um... Oh, verdammt.
um Level 10 zu werden. Obwohl du kannst ja, du könntest jetzt rein theoretisch probieren, den Endgegner in Stein zu verwandeln und gucken, was bei rumkommt. Voll. Okay, machen wir mal. Dann will ich So. nochmal. Und? Seriously? What the fuck? So geil. Lol? Passiert nichts, oder? Nein? Greift jetzt auch nicht an. Bin ich blöd. So. Ching, ching. Sehr schöne Soundeffekte. Ching, ching. Mhm. Was kann man hier kaufen? Mana Potion, ja. Ich brauch solch Zeugs nicht. Okay. Das hat der Teufel geschickt. Obwohl später mit den Mana Potions, du hast den Feuerball. Das sind ein paar, sind bestimmt 30 Schaden, die du dem Super Meat Boy da nachher schon mal reinprügeln könntest. Super Meat Boy, oh mein Gott. Ist doch wahr. Ching, Ching. ching, ching. Oh mein Gott, schon Level 7. Ich bin stolz auf mich. Geld! Hey, ich kann mich vorbeimogeln. Hey. Wo? Ja, da. Ja, ja. Das Spiel ist schon... Ein bisschen gefailt. Level 7. Safe. ja, es ist ja auch noch Victory. Victory. Was Du haben wir näherst da? dich schon wieder dem Ende. Guck mal, was diesmal achte auf deine Lebensanzeige. Ja, ja, ich mach schon. Attack Mhm. Bonus. Okay, und dann Pick Up. So. Oh, Level 1. Oh. Flatsch. Aber das Blutfleck auf dem Boden blieben, finde ich auch lustig. Ja, was wäre das denn? Das sind Steine, wo soll der Blutfleck sonst hin? In der Ritze? Ja, ja. 2. Oh mein Gott, hallo? Aber du findest gerade ganz schön viel Kohle. Hä? Du findest gerade ganz schön viel Kohle. Ich will schauen, was ist denn das? Das deckt einen beliebigen Bereich auf. Also einen zufälligen Bereich, glaube ich. Ist das gut? Ich glaube nicht. Ah doch, für den Schluss. Weil da jetzt immer Für noch den überall... Schluss kannst du dich einfach heilen bei Sachen, wo du nicht weiter kannst. Also ich würde es mir einfach mal aufheben. Ja, ja, machen wir. Easy. Kaputt machen, was dir sonst so über den Weg läuft. Muss ich nochmal da unten noch schauen. Vorbeimogeln. Level 7. Okay, was haben wir da Er ist hinten? schon bis Level 8, also dauert schon ein bisschen. Kannst ja einfach den... Oh mein Oh, Gott. steht Victory da, also. Und du bist... Jawohl! Ja. Ja, jetzt kannst du das Mining machen zum Beispiel noch. Und dann die ganzen Level 8er. Und wenn du Level 8er hast, mit ein bisschen Glück bist du da Level 9. Mining. Mining. LOLs. Okay, was bin ich? Level 8. Dann Mhm. der Gobolin kommt dran. Oh mein Gott, wir sind schon wieder eine halbe Stunde am Aufnehmen. Echt? Ja. 33 Voll der Minuten. Sumpfspiel, oder? Ja? Voll irgendwie. Okay, Death. Nein, danke. Da hau ihm einen Zauberball rein. Wenn du So. Oh. Flatsch. Flatsch. Bist du eigentlich schon gestorben vorher mal? Wie gestorben? Ja, du hast ja Kill Protection wenn du das erste Mal stirbst, passiert dir nichts. Hat man das? Ah, nein, habe ich. Nein, bin ich nicht. Was? Wieso? Das, mit der schrägen Grad, das sah sehr lustig aus, wie du dich da praktisch selbst eingeschnitten hast. Ja. Es ist praktisch. Okay. Wo haben wir noch Gegner? Da unten. Einen hast du noch. Mogel, Mogel. La la la. Okay. Komm schon. 2. Ja, toll.
Okay. Ja, jetzt musst du irgendwie mit mit deinen Zaubern es hinkriegen, einen Level 9er Platz zu machen, damit du selber auch Level 9 wirst. Anders wird's nicht gehen. Yeah, Level 9. Ich Genau. bin Level 9. Okay, nicht Machst du so. den Gegner da oben noch kaputt? So. Und dann würde ich deinen dritten Zauber umwandeln, den mitnehmen, den Mana-Trank mitnehmen, dich noch voll hoch erkunden und dann 2 geht's, Deppen, ein Gedanke, oder wie war das? ja, dann geht's ab hier. Okay, so. Zack. Okay, und jetzt? Nimm deinen Angriffszauber, nicht und dann versuch ihn zu verprügeln. Ich habe Angst. Und achte drauf, ob da Death steht oder nicht. Ja! Hallo! Und ich gehe mal einen Schritt weg. Jedes Mal, wenn du einen Schritt machst, heilt er sich wieder voll, ne? Voll, ja, keine Ahnung. Also ein bisschen. Ja, er ist auf alle Fälle voller als vorher. Ich würde da stehen bleiben, der kann dich nicht der greift dich niemals an, wenn du ihn nicht angreifst. Ah, okay. Das habe ich nicht gewusst. Achso, du musst da nicht, du kannst direkt neben dem stehen bleiben, kannst den Zauber reinsetzen und du hast noch genug Mana-Tränke, um es vielleicht sogar zu schaffen, ihn noch die letzten 3. Mhm. Save. Das. Ja, Safe. okay, so. Und. Save. Death. Ja, logisch. Aber er Klar. hat nur noch 100. Vielleicht so? Ne, du hast doch noch einen Heiltränke. Heil dich noch ein bisschen hoch. Nein, ich habe keinen Heiltrank. Mana-Trank, Entschuldigung. Und. Na, also. Noch hast du ein paar Blöcke, die du frei zaubern kannst. Ja. Du Und hast so. doch deinen Zauber wo bist du jetzt hingegangen? Irgendwie habe ich gerade übelst den Delay. Ja, Also ich habe aus Versehen irgendwo hingeklickt und dann. Ach so. So. Und jetzt. Death. Ja, toll. Immer noch? Ja. Halt dich noch weiter hoch. Save. Hoch, heil hoch. Ja, genial. Komm schon. Hallo? Nimm noch einen Mana-Trank und hau ihm jetzt einen Feuerball ins Gesicht. Du, 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 du. Oh mein Gott. Berserker, yeah. Genau, jetzt hast du eine neue Klasse freigeschaltet und ich glaube sogar einen neuen Dungeon. New Enemy, Und New du Class, siehst, New Item. es gibt neue Items, es gibt eine neue Klasse und es gibt neue Items. Gegner. Okay. Ach komm, wir erkunden mal noch den Rest vom Dungeon. Da ist nicht mehr viel, da kannst du nur noch. Ja, vielleicht etwas Geld? Achso, das ist natürlich wahr. Yeah. So. So. Mogel. Los. Ja, du hast ja durch das Mining so ein paar Blöcke. Wahrscheinlich sind das die da dann genau fehlen. Vielleicht. Lol. Okay. Komme ich da hin? Nein. Doch. So. Gold! 2 Gold! Oh mein Gott! Nein, hast du schon 29, ne? Ja? 70 ist übrigens das Maximum. Du kannst nicht mehr als 70 tragen. Okay. So. Und jetzt noch die restlichen Blöcke frei dingsen. Weil wir so geil sind. Überall durchcheaten. Ja, nein, mit dem Zauber. Achso. Äh, So, die ganze Map ist Das. erkundet. Mal schauen, ich will noch wissen, was der Mission verkauft. erfolgreich. Find Sword. Sword. Soll ich das nehmen?
Ja, nee, du würdest ja nur dein Mana verschwenden für etwas, was du nicht mehr brauchst. Ich meine, du hast den Dungeon fertig. Das Schwert behältst du, glaube ich nicht. Ah, okay. Aber das Gold behältst du halt. Oh mein Das ist Gott, nur Awards! Herb. Du hast mit Herpedörp hast du gewonnen. Herb. Heißt das nicht Herpes? Herpedörp. I don't know. 18 Minuten, oh mein Gott. Ja. Okay, aber ich habe cool viele Awards. Altarboy. Tooth Okay. and the freaking nail. Survive after being reduced to 1 HP. Du hast mit Das, einem HP überlebt? ja, anscheinend. Unstoppable. Yeah. Pentakill. Bloodthirsty. Ja, cool. Ja, du hast ja immer zu dir hinbeschworen. Ja, war auch einfach. Dann, ja, wenn du die richtigen Glühwürmer, es ist halt ein bisschen glücksabhängig. Und guck, jetzt hast du Gauntlet. den nächsten Snake Pit und Gauntlet. Hast schon mal zwei neue Modes. Das eine ist Mode, also Normal wäre dann der Mode und Gauntlet ist dann Okay. ist erheblich schwerer und hast jetzt den Berserker freigeschaltet und du siehst ja, du kannst, wenn du mit dem Berserker nochmal durchkommst, kannst du die nächste davon freischalten und dann kannst du noch du kannst so viel Scheiße freischalten, das ist echt hart. Ja, definitiv. Oh mein Gott. Und wir sind bei 41 Minuten. Ja, Sollen wir weitermachen oder aufhören? mir ist das wurscht, es ist deine Sache. Also, gezeigt hast du es ja praktisch, ist ja praktisch nur ein letztes Minispiel, ne? Und ich glaube, ein letztes Minispiel von knapp einer Dreiviertelstunde ist schon hart. Ja, aber es ist auch ein Ich weiß nicht, cooles was du Spiel. letztes Mal hast. Hm? Ich weiß ja nicht, wie lange du letztes Mal hattest. Ähm, Kannst du rein theoretisch noch einmal, dann bist du ein bisschen über einer Stunde dabei. ja, kommen wir nehmen mal Berserker und Snake Pit. Oha. Ja gut, dann wird es auch wahrscheinlich nicht so lange dauern. LOL? Ja, der sieht schon mal anders aus. Du bist wieder Herb und du siehst, du hast deine 29 Gold behalten. Der hätte ein Iro. Hallo? Ja. Okay. Und was gibt's noch? Der Berserker ist, wie du siehst, der macht extra Schaden. Das ist immer cool. Hm? Aber er hat Schwäche gegen Frisst. Magie. Ja, ist halt schwächer, ja, richtig. Und gerade Gorgonen, die sind nicht nett. Nein, gar nicht. Nicht nett, nicht nett. Poison. Will ich das? Ja, dann bist du vergiftet. Greif an. Okay, mal. Er will nicht. Hallo? Geh hier hin. Greif an. Greif an. Sei ein braver Berserker. Yeah, Feuerball. Pick up. Komisches. Ah, während du gepoisoned bist, kriegst du keine HP wieder, wenn du irgendwas erforscht. Oh, scheiße. Jetzt ist die Frage, wie lange das anhält oder ob du erstmal ein Gegengift dafür brauchst. Weil wenn du ein Gegengift brauchst, bist du jetzt sowas von am Arsch. Definitiv. Naja. Ich. Ah, ist doch nicht. Okay. Cheater. Wie viele wie viele verdammte Schlangen gibt's denn da? Zu viele. Und ich bin immer noch poisoned. Wie lange Ja, denn? Hallo. frag mich nicht, wie das weggeht. You have determined by PlayStation Bonus. Ja, toll. Wenn du Pech hast, bleibt das jetzt. Ich sterbe. So. You die. No. Yeah, immerhin 2 Awards.
Ja, du kannst ja auch, die kriegst du immer, wenn du mit Level 1 stirbst, glaube ich. Ja, nein, die kriegst du, wenn du nichts isst. Ja, wenn du nichts benutzt. Aber ich meine, mit Level 1 benutzt du auch eher weniger. Ah, da, Profile. Herb, ich will nicht Herb heißen. Grace, mein Name. So. Ja, Ich fand das toll. lol. Okay. Okay, naja. So, wir sind wieder am Anfang. Genial. Sehr geil. Und B. Und wenn du jetzt wieder Herb eingibst, kommt dann das alte Profil wieder? Ja, schätze mal. Das ist eine Herb. Beta. Tada. Ja, okay. Immerhin. Aber mein Name ist Gray und ich bleib dabei. So. So, wir sind bei 45 Minuten. Ja, Das ist eine 3/4 gute Stunde. Zeit. Wir haben, ich glaube, du hast es dreimal inzwischen. Einmal hast du es sogar geschafft, immerhin, ne? Ja, ich bin Kann nicht jeder. Pro, hä? Ja. Okay, das wär's gsi für heute mit dem letzten Minispiel. Ihr könnt's mal ausprobieren. Der Link ist in der Beschreibung unten dran. Ja, Solltest du wohl machen, ja. ja, wäre ein bisschen fies. Ist, wie gesagt, ist auch momentan free to play, also kostet nichts. Man kann es zwar schon vorbestellen, Wäre wenn aber es ein dann bisschen irgendwann dumm. fertig ist, aber ist leider momentan noch nicht fertig. Was ich sehr schade finde, Ja, dass irgendwie. das fertig ist. Wobei allzu viel Vor allem- würde ich auch nicht zahlen. Ja, es kostet, glaube ich, $10 Pre-Order momentan. Jetzt viel. Ja, klar, aber allerdings hat die Pre-Order, ich glaube, bis jetzt 10 Klassen. Also du hast jetzt 4, ne? Hm? Die Pre-Order hat dann 10, heißt, das geht noch mal ein bisschen weiter nach rechts, das Ganze. Oh mein Gott! So ein Scheiß. Die haben da richtig noch was für geplant. Ich meine, du bist ja jetzt schon ein paar Stunden damit beschäftigt, bis du da alles freigeschaltet hast. Da kannst du mal von ausgehen. Aha. Naja. Ich glaube, es gibt sogar eine Pre-Order-Version für $35. Wo ich da aber nicht weiß, warum. Die Äh, so hart ist. ähm, ja. Geheimnisse, die man nie aufdecken wird. Tja, Tja. Also, sag ciao. ich sag auch mal ciao. Ja, das ist auch eine Aufforderung, dass du sollst ciao sagen. Es gibt so eine Version für $75 und die ist ausverkauft. What? Hallo? Ja. Wie, also, hä? Du Okay. kriegst die Special Edition des Games. Du kriegst, du Ein- wirst in dem Spiel verewigt, in irgendeiner Weise als Easter Egg. Und du kriegst ein Artbook. Nein, du kriegst komplett eigene Kampagne noch dazu. Und du wirst in den Credits verewigt. Okay. Ob Das mir ist dann die das wert Exklusiv Edition für $75. Ja, wer es möchte. Ja, okay, stimmt schon. Naja. Jedem das seine. Ja. Da freue ich mich aber drauf, wenn da die Closed Beta und alles, wenn das mal funktioniert, da freue ich mich. Das wird lustig. Ja, schon. Vielleicht gibt's einen Multiplayer, das wäre geil. Ja, bis jetzt gibt's das. Stimmt, in Koop meinst du jetzt, ne? Das wäre schon hart. Ja. Naja. Wir haben Naja. Ciao sagen, schon vor 5 Minuten oder so. Ja, eigentlich schon. Dann sage ich auch mal Tschüss. Ja, ich Vielleicht auch. mal irgendwann mal was anderes. Ja, hoffentlich. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Okay, bis dann Haut erstmal. rein. Hä? Ah, genau. Haut rein. Tschö.